Europa ist in einer Situation, ich meine, wir gesehen das all da, und das kaum mehr zu erkennen. Das Krieg auf unserem Kontinent, Bauern, sie protestieren gegangen, die Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt, es gibt eine unkontrolliert und ungebremste Immigration. Es gibt ganz viele ideologische Diktate über unsere Lebensfeierung, was man dürfen machen, was man nicht dürfen machen. Die Energiepreise sind zu hoch, wir haben ökonomisch kein Wachstum mehr und noch vieles mehr. Die 4 Lützeburger Parteien, die haben Blick am Europäischen Parlament vertreten, sie machen bis auf ein paar ganz kleine Unterschiede, bald an alle Punkten dieselbe Politik. Und das ist genau die Politik, die auf die Großfragen keine Antwort mehr weiß. Kommt, wir gucken mal zusammen, ob das, was die anderen wollen, das sind dieselben, die beführen uns warnen. Was wollen dann CSV, DP, LSAP ergringen? CSV will zum Beispiel einen gemeinsamen europäischen Geheimdienst. Das fehlt effektiv am Blick. Und treten sie just, wie wollen sie dann überwachen? Ich will nur nicht historisch in Erinnerung rufen von 2013, mit das aber schön, der CSV das nach will noch bringen. DP, das ist ein bisschen mehr kompliziert. DP wissen anscheinend schon nicht, wie das mit der E-Stimmigkeit. Sie hat auch für kurze mit dem Spitzenkandidat gesagt, das Referendum, das wäre shit. An einem DP-Programm steht ein Satz, den ich nicht verstehe, pardon. Da steht wortwörtlich Abschaffung der Einstimmigkeit bei Fragen der Staatsbürgerschaft. Bei Fragen der Staatsbürgerschaft. Ich weiß nicht, wieso, dass die EU irgendetwas zu sagen hat, auf Frage von der Nationalität. Und da wollen sie die Stimmigkeit aufschaffen. Was du gemeint hast, weiß ich nicht. Und da wollen sie Verträge auch nicht mehr, wenn ein Vertrag geändert gehen, ein europäischer Vertrag, das soll nicht mehr von der Chambre ratifiziert gehen, von einem europäischen Vertrag, das ist aber als Verfassungsrecht. Aber sie wollen, dass wenn eine Vertragsänderung kommt, dass das durch eine Majoritätsdecision von den Ländern geschieht, das ist das auch möglich, bei Vertragsänderungen ein Land wie Lützeburg einfach zu verstimmen. Das ist DP. LSAP ist ähnlich, ich gehe nicht dran mehr, aber besonders, weil das ist nun einmal meine absolute Richtlinie in der Politik, das sind die gering. Und du hast immer der Wert, ein bisschen nach mir genau zu gucken, was sie dann alles wollen. Zuerst mal, ihr wisst, dass wir den Digital Services Act haben. Der Digital Services Act ist den eigentlich der Provider vorschreibt, die verschiedenen Inhalte vom Internet raufzuholen, wenn ihr noch nicht mehr mengt, das kann irgendwie nicht passen, so politisch. Und da wollen sie, und da gibt es Moderateure, so heißen die Leute, die Moderateure sind die Leute, die das Internet sollen kontrollieren, die gucken, was du hast. Aber wie das auch zu Lützeburg ganz gut funktioniert, wie das auch heute das Internet komplett kontrolliert wird, wie das Meinungsfreiheit heute nicht so weit geht, proposieren die gering an ihrem Wahlprogramm, dass doch Moderateure müssen engagiert gehen, die Lützeburg können, wie das auch heute das Internet wirklich kontrolliert gehen. Auch einen ganz feinen Gest. Und dann noch, sie wollen das Parlament ratifizieren, da wäre doch ganz flott, dass das sind die Kerosinsteuern, die wollen aufhören, wie die Pflegemedaille zu machen. Wahrscheinlich mit dem sozialen Hintergedanken, dass nicht mehr jeder, der will, kann an Vakanz fliehen. Als Rechte aufschaffen, als Werte abgehen, an Europa abrichten, das ist ein Einheitsmenü von CSV, LSAP, DP, AGRING. Da der will, wie sie jetzt schon an der Chambre möchte, auch an Europa die Leute dazu eine Alternative bieten. Der DDR steht für Frieden und Freiheit. Wir wollen in Europa bauen, das nicht nur Europa mehr stark macht, aber eben auch uns heimisch. Der DDR ist die einzige Partei, die klar sieht, dass sie die Stimmigkeit nicht auf Frage stellt. Weder an der Bausener Sicherheitspolitik, wo dem Krieg auf Frieden kann gehen, noch an der Steuerpolitik, noch an der sozialen Sicherheit. Wir wollen weder neu steuern noch mehr Schulden. Wir bauen Europa, über dem wir auch auf Land als Interessen durchgehen. Dazu gehört auch als Finanzplatz. Der DDR bekennt sich zu der direkten Demokratie auf nationalem und kommunalem Niveau. In dem mengt der Referendum, wer ich zitiere, shit, der kann den Herr Görens von der DP wählen. Wir bei der ADR respektieren Volk als sie wollen an einem Referendum. Bei uns denken Politiker de Leid und nicht Leid de Politiker. Wir tolerieren weder Zensur noch Einschränkungen von der Meinungsfreiheit. Wir denken an unsere Entreprisen, die nur lange Jahre von Diktatpolitik, Bürokratie und Überreglementierung Batterneide schon für sich nächst zu erkriegen. Wir wollen ihnen ein Umfeld bieten, an dem sie sich frei entwickeln und ihre Kompetitivität zurückgewinnen.
Wir wollen de Bannemarkt an dem Sinn verdeven, eng zuverlässig Energieversorgung zu günstige Preise sicheren, an nees für méi Flexibilität an méi Innovation sorgen. Wir setzen der massiver illegaler Immigration, die wir seit 2015 kennen, ein Ende. Wir wollen, dass als Kanner können an einem geeinten und friedlichen Europa opwussen, an dem all Land, auch Lützeburg, nach seiner eigenen Identität als seiner eigenen Souveränität hat. An dem Sinn will mir auch der Lützeburger Spruch an Europa einen mehr hohen Wert geben. Es ist Zeit, dass auch der DR am Europäischen Parlament vertreten ist, sie wer dort stimmen für Lützeburg. Wenn wir stark Lützeburg an Europa wollen, haben wir zusammen eine Mission. Zusammen kämpfen wir für das, was die anderen leider immer Männer interessiert. Das ist die Zukunft in unserem Land, von unserem kleinen Stück Europa. Liefern, mit diesem Engagement, mit Ihrer Hilfe, mit ein bisschen Chance, feiern wir den 9. Juni den ersten Europadeputierten für die DDR. Ich sage nicht merci.